so wie es im Memorandum und in den Noten von 2018 bei der Aufsichtsbehörde dargelegt ist. Hongkong und Macau ist ein hoher Grad von Autonomie zugestanden worden. So ist die Bestand auf Taiwan, China auf Taiwan, einen hohen Grad an Autonomie in den Form einer Wiedervereinigung angeboten. Warum wird den Tibetern noch immer echte Autonomie, wie sie in der chinesischen Sprache vorgesehen ist, vorenthalten? Wir hoffen, dass Chinas neue Führer einen echten Wandel einleiten werden und dass sie so gut sein werden, einzugestehen, dass die jahrelange Politik der harten Hand in Tibet gescheitert ist. Wir haben uns entschieden, einen beidseitigen Vorteil haben wollen. Und das, obwohl die historische Status am heutigen unerfolgreich besaß und internationalen Respekt auf Selbstbestimmung. Rainer, was hast du noch? Guck mal gleich aus. Sind einige? Ja, ich bin ja auch. Wir haben nochmal vielleicht. Hunde, da bin ich aber gerne da oben. Welchen Schluck das ist? Dialog und eine friedliche Lösung der Tibet-Frage zwischen Tibet und eigenen tibetischen Volkes. Hier sind jederzeit